Willkommen, liebe Kinder, zu einer weiteren Folge von Himmelwärts Online. In unserer neuen Serie «Mehr als nur ein cooler Spruch». Es geht um Weisheit. Heute kannst du lernen, wie du Weisheit bekommen kannst. Aber bevor wir das machen, starten wir wieder miteinander in eine Zeit von Lobpreis rein. Also steht doch gerade auf, macht es euch. Schaut, dass ihr ein bisschen Platz habt, euch mal ausschütteln. Wir machen uns jetzt bereit, um zusammen unseren genialen Gott im Himmel anzubeten. Die treibende Kraft in meinem Leben bist du. Darum stehe ich auf, ich strecke mich aus nach dir. Lauf auf dem Weg, wo du gehst, ich komm mit. Vertrau auf deinen Plan, verlass mich ganz auf dich. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Die treibende Kraft in meinem Leben bist du. Darum stehe ich auf, ich strecke mich aus nach dir. Lauf auf dem Weg, wo du gehst, ich komm mit. Vertrau auf deinen Plan, verlass mich ganz auf dich. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Weil alles, was mir halt gibt, mich verlangt. Meine Sicherheit in dir, Gott, bleibt bestehen. Du bist mein Fels, mein fester Grund. Hey, komm jeder in den Moment, wo wir sagen, was auch in den Kreis kommt. Mein fester Grund. Ja, weiter so. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Hey, ist es nicht cool, dass wir immer in der Hand von Gott sind und er unser Fels ist? Ich sage ihm doch gerade Danke, das ist so cool. Danke Gott, dass wir bei dir sicher sind, dass wir auf dir als Fels feststehen dürfen, dass wir immer in deinen Händen geborgen sind. Amen. Amen. Unverständlich wie eine neue Sprache. Und mein Herz versteht sie doch. Unaufhörbar wie ein Wasserfall. Und mein Leben wird nie zu voll. Du bist Liebe.
Lippen stehen. Deine Liebe geht nie auf, sie ist immer da. Deine Liebe, sie kann nicht anders. Deine Liebe, sie liebt und liebt. Deine Liebe hört nie auf, sie bleibt bestehen. Deine Liebe geht nie auf, sie ist immer da. Deine Liebe, sie kann nicht anders. Deine Liebe, sie liebt und liebt. Oh, 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 oh. In Kreisgruppe von alle Dialogen. Also Höchstgruppe, wie ist das? Wow, jetzt haben wir schön unsere Energie loswerden. Und jetzt gibt es nämlich wieder eine mega coole Geschichte. Darum macht es euch gerade bequem, sucht euch ein Küssi, kuschelt euch ein. Die Geschichte ist jetzt. Wisst ihr noch unseren Spezialgast von letzter Woche? Der König Salomo war da und hat uns erzählt, wie er von Gott Weisheit bekommen hat. Wir haben gehört, dass der Salomo so viel Weisheit bekommen hat wie niemand anderes. Wisst ihr noch, was Weisheit ist? Weisheit ist ja eben nicht nur, wenn jemand gescheit ist und zum Beispiel gut in der Schule, sondern Weisheit ist, wenn man weiss, wie man richtige Entscheidungen treffen kann, wie man unterscheiden kann, was gerecht ist und unrecht, wenn man in Situationen richtig handeln kann. Und der Salomo war so weise wie niemand vor und nach ihm. Der Salomo, habe ich euch ja erzählt, hat ganz viele gute Sachen aufgeschrieben und die sind jetzt in der Bibel im Buch der Sprüche aufgeschrieben. Und ich habe ja letztes Mal auch erzählt, dass wir jetzt zusammen ein paar von diesen Sprüchen anschauen wollen. Der Salomo hat ja Weisheit bekommen. Und da habe ich ja gesagt, das hilft uns, zum gute Entscheidungen zu treffen. Wir alle müssen immer wieder Entscheidungen treffen. Hey, also zum Beispiel, wenn du am Morgen aufstehst, musst du dich entscheiden, was du möchtest für Kleider anlegen. Und dann beim Morgen, falls du Auswahl hast, musst du dich entscheiden, was du zum Morgen essen willst. Und in der Pause musst du dich entscheiden, mit wem du Pause verbringen willst. Und ob du ein Spiel machen oder einfach nur schwätzen oder dein Znüni essen. Es gibt so viele Entscheidungen, die wir einfach treffen müssen. Am Morgen, wir müssen uns entscheiden, um etwas anzulegen. Wir müssen uns entscheiden, was zum Morgen essen. Und Weisheit hilft uns, um gute Entscheidungen zu treffen. Aber wie bekommen wir dann Weisheit über? Was denkt ihr? Also der Salomo hat ja von Gott Weisheit erbeten. Und das Coole ist, in der Bibel steht, wie wir Weisheit bekommen können. Und zwar im Jakobus 1, Vers 5. Das möchte ich euch gerade mal vorlesen. Da steht nämlich, wenn es jemandem von euch an Weisheit fehlt, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. So cool! Wenn jemand von uns Weisheit braucht, sollen wir einfach Gott darum beten und er wird sie uns geben. Aber vielleicht fragst du dich jetzt immer noch, wieso denn? Wieso brauche ich Weisheit? Wieso ist es wichtig, um gute Entscheidungen zu treffen? Das ist eine gute Frage und wir wollen jetzt gerade mal zusammen anschauen, was dann passiert, wenn man weise und gute Entscheidungen trifft oder eben nicht so. Liebe Klasse, wir haben einen neuen Schüler, den Fritzli. Er ist gerade mit seinen Eltern frisch hier angezügelt. Fritzli, komm doch gerade mal vor und stell dich gerade selber vor, was du gern hast, wer du bist. Ja, hallo zusammen, ich bin der Fritzli. Ich bin neu hierher gezügelt und ich tue gerne shooten und ich tue mega gerne Himmelwärts online schauen. Und sonst schaue ich viele Büchlein schauen und Asterix und Obelix finde ich mega lässig. Und Piraten finde ich toll. Und der Dschungel ist immer wieder mega spannend. Ja, das wär's so, ja. Schön, Fritzli. Wir freuen uns, bist du bei uns in der Klasse. Und du darfst gerade dort hinten in die zweite Reihe sitzen. Der Fritzli muss sich in der neuen Schule neue Freunde machen.
So, ich habe euch vorher schon ein Arbeitsblatt ausgeteilt. Tun doch das bitte gerade anfangen auszufüllen. Die Aufgaben, die gerade mit der letzten Stunde zusammenhängen. Fritzli, du darfst einfach auch mal probieren, das auszufüllen. Hey, was müssen wir machen? Als erstes kommt ihm vielleicht nicht so eine gute Idee. Jetzt macht der Fritzli, der Neue, macht auch mit. Wer bist du? Was soll das? Hey, geh! Jetzt hört mal auf, wir sind hier am Aufgaben machen. Wir können uns nicht konzentrieren. Fritzli. Sind mal ruhig. Er probiert sich Freunde zu machen, indem er den Klon spielt. Aber die anderen nervt das nur. Nervt mega. Sie! Hallo, Ja, Sie. wirklich, hallo. Nein! Sie, sorry, ich kann das nicht lösen. Nein, also... Weißt du, was nur der Johnny allein war, aber jetzt, wo sie zweite so dumm tun, hey, nein. Es ist vielleicht nicht die beste Idee, um so Freunde zu machen. Hey, sorry, wirklich. Das ist echt nicht lustig. So können wir nicht schaffen. Sie? Nein. Können wir noch Können Sie nicht so, etwas jetzt machen? tut doch bitte die Aufgaben lösen. Ja. Die Lehrerin hat natürlich auch nicht Freude daran, dass der Fritzli am Seich machen ist. Der Fritzli weiss es nicht, er war nicht da in der letzten Stunde, aber alle anderen hätten es ja ausführen. Jetzt schlaft er. Er schlaft. Weißt du, nachher ist er schlecht an der Prüfung und will bei uns abschreiben. Weißt du? Das ist dieser Auto. Das war jetzt ein Beispiel, das vielleicht nicht so gut rausgekommen ist. Die anderen sind genervt und so macht er sich natürlich keine Kollegen. Fritzli, hör auf. Jetzt schauen wir ein Beispiel an, wo er weise handelt. Euch allen einen Arbeitsplatz ausgeteilt, den ihr auf dem Tisch habt. Könnt doch das bitte gerade ausfüllen. Ja, es sind Aufgaben, die ihr solltet ausfüllen von der letzten Stunde. Ja, Anstatt die anderen zu nerven, tut er jetzt am anderen einen Stift anbieten. Hey, guck mal. Er versucht auch ihm bei den Aufgaben zu helfen. Du musst einfach... Die anderen Klassenkameraden müssen sich nicht mehr nerven. Alle haben Freude daran und auch der Johnny könnte sein Kollege werden. Wie ist das mit dem Berg? Woher kommt Jetzt haben wir gesehen, wieso dass es wichtig ist, dass wir Weisheit haben können. Wieso dass es wichtig ist, um gute Entscheidungen zu treffen. Wir tun uns natürlich nicht immer richtig entscheiden. Auch ich tue manchmal Entscheidungen treffen, die nicht so gut sind. Manchmal kommt es dann gleich noch gut raus, zum Glück. Aber wenn man immer wieder falsche Entscheidungen trifft, dann kann es manchmal recht blöd rauskommen. Und darum ist es wichtig, dass wir gute Entscheidungen treffen können. Vielleicht musst du auch einmal ein bisschen schwierige Entscheidungen treffen, was du machen sollst. Hat zum Beispiel jemand dir mal eine schwierige Frage gestellt und eine gemeine Frage und du musst überlegen, was du jetzt am besten antworten. Oder vielleicht war jemand einfach ganz gemein und du musst überlegen, bin ich jetzt selber gemein zu dieser Person oder tue ich die Person jetzt nicht behandeln und bin nicht gemein. So gibt es immer wieder Entscheidungen, wo es eben gut ist, wenn wir Weisheit haben. Und der Salomo hat dazu auch einen Spruch aufgeschrieben, wo eben in der Bibel im Buch der Sprüche steht. Und zwar ist es im Kapitel 2, der Vers 6. Dort hat der Salomo aufgeschrieben, und er redet über Gott. Also, Gott allein gibt Weisheit und nur von ihm kommen Wissen und Urteilskraft. Der Salomo sagt also, hey, wenn du Weisheit brauchst, es kommt nur von Gott. Wenn wir eben so eine Entscheidung treffen und nicht genau wissen, ich würde jetzt gerne gemein sein zu dieser Person oder soll ich sie jetzt nicht behandeln, dann ist der Einzige, der uns helfen kann und der uns Weisheit geben kann, ist Gott. Nur von Gott kommt Wissen und nur von Gott kommt Weisheit. Wie wir im Jakobus 1, Vers 5 gelesen haben, dürfen wir Gott um Weisheit bitten und er wird sie uns geben. Und der Salomo, der weise Mann, hat eben geschrieben, nur von Gott allein kommt Weisheit. Nur er gibt Wissen und Urteilskraft. Wir dürfen also wirklich wissen, wir können Gott um Weisheit beten in schwierigen Situationen,
wenn wir nicht wissen, was machen. Wir können auch täglich sagen, himmlischer Vater, bitte hilf mir am heutigen Tag, was auch immer auf mich zukommt, dass ich die Weisheit habe, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Oder wenn wir ganz bewusst eine Entscheidung machen müssen, können wir auch sagen, Gott, bitte hilf mir genau bei dieser Sache. Und wir dürfen wissen, nur von Gott kommt Weisheit. Er ist der Einzige, der uns Weisheit geben kann. Hey, ich wünsche dir ganz fest, dass du das in den nächsten Wochen und einfach immer ganz fest kannst beten. Wenn du mal nicht weisst, was machen, oder gerade am Morgen früh in den neuen Tag zum Reinstarten, kannst du beten, dass Gott dir Weisheit wird geben. Und er wird dir helfen. Weil von Gott kommt alle Weisheit. Und jetzt wünsche ich dir mit dem ganz eine gute Woche. Und, wie letztes Mal versprochen, gibt es auch heute wieder ganz ein cooles Rätsel. Darum bleib unbedingt dran und dann bin ich gespannt, wer von euch das Rätsel als erstes lösen kann. Das Rätsel von heute ist ein spezielleres Rätsel. Ich erkläre euch gerade, wie es geht. Ihr habt dann das Alphabet und auch das Rätsel selber seht ihr dann verlinkt wieder beim Video. Jetzt erkläre ich euch einfach mal, wie es geht. Und zwar seht ihr da, alle Buchstaben vom Alphabet sind in so einem Kästchen. Entweder da oben oder da unten. Und jeder Buchstabe ist also in so einem, entweder das A, ist da, wo so 2 Linien hat. Und jetzt kann man einfach, wie ihr es hier seht, die Kästchen zeichnen und dann muss man herausfinden, welchen Buchstaben. Was noch wichtig ist, die rechts da hinten haben immer einen Punkt. Und das ist ganz wichtig, weil da habt ihr bei den Kästchen den Punkt und da nicht. Und so könnt ihr herausfinden, welcher Buchstabe vom Alphabet das es ist. Ich zeige euch gerade mal ein Beispiel, dass ihr daraus kommt. Und zwar seht ihr da, das ist das H. Wenn wir das H sehen, das H hat links eine Linie, oben eine Linie und rechts. Also das ist das H. Da wisst ihr, wenn ihr beim Rätsel das seht, könnt ihr schauen, das ist das H. Ihr müsst euch also einfach die Kästchen leer vorstellen, ohne Buchstaben. Und das nächste ist das A. Das A hat hier rechts eine Linie und unten eine Linie. Und darum sehen wir das ist das A. Und dann für das L, das ist hier rechts, ist so eine Linie mit einem Punkt. Darum hat es hier einen Punkt drin und so wisst ihr, das ist das L. Da haben wir gerade den gleichen Buchstaben nochmal ein L und das ist ein O. Da sehen wir auch, es hat so 3 Linien und es hat einen Punkt drin und das ist das O. Und so geht das Wort Hallo. Aber geschrieben ist es natürlich beim Rätsel dann einfach nicht Buchstaben, sondern eben die anderen Zeichen. Und jetzt habe ich für euch ein Rätsel mit dem Alphabet, wo ihr wie da schauen müsst, was sind es für Linien und hat es einen Punkt oder nicht. Und wie gesagt, das Alphabet und das Rätsel findet ihr dann verlinkt beim Video. Und das wird dann das Rätsel sein. Es ist nicht ganz ein Satz, aber es sind mehrere Wörter. Also ihr müsst dann noch schauen, ihr findet das schnell raus, wo dann der Abstand zwischen den Wörtern ist. Und dann könnt ihr nachher schauen, wo ist es das Zeichen mit einem Punkt, welcher Buchstabe das dort dazugehört. Ich wünsche euch mega viel Spass beim Lösen von diesem Rätsel, was das bedeutet. Und auch da dürft ihr mir das Lösungswort oder die Wörter, besser gesagt, wieder per Mail schicken. Die 3 Kinder, die am schnellsten mir das richtige Lösungswort geschickt haben, bekommen von mir etwas über. Ich wünsche euch ganz viel Spass beim Lösen von diesem Rätsel. Wir haben den Fritzli ja schon ein bisschen kennengelernt und etwas ganz Wichtiges muss ich euch noch erzählen über den Fritzli. Der Fritzli ist ein Tagträumer. Er hat eine riesige, lustige Fantasie und so kommt es eben vor, dass der Fritzli am Tag träumen ist und etwas sieht. Und plötzlich ist er dann in einer Fantasiewelt und erlebt ganz, ganz lustige Sachen. Hey, und so ist es eben auch jetzt. Der Fritzli erlebt irgendetwas und wir wollen gerade mal schauen, in was für eine Fantasiewelt der Tagträumer dann kommt. Oh, du, die elende Züglerei, du. Oh, ist das anstrengend gewesen. Alles verpacken. Und dann bin ich schon froh, haben wir Häuser, wo du drin leben kannst, wenn es dann mal eingerichtet ist, du. Nein, Nomaden. Oh, stell dir das mal vor. Die machen ja nichts anderes als zügeln. Wie das echt gewesen wäre, wenn ich ein Nomad gewesen wäre.
Wow, wo bin ich da gelandet? Hey, bei den Nomaden in der Wüste, schau mal, mit einem Kamel. Hey, Stupsi! Ja! Oh nein, jetzt weiss ich es wieder. Ja, Nomaden, die zügeln die ganze Zeit. Jetzt muss ich wieder zügeln. Ich bin doch so satt mit Zügeln. Ach, tun wir halt mal den Stupsi beladen. Ist das ein elender Seid. Ja, das ist schon gut, Stupsi. Schon gut. Ja, ich weiß. Ja, ist ein Seid da. Oh, ab! Ja, gut. Und jetzt die Käfer. Hey, haben wir noch Platz, Stupsi? Ja, das geht, gell, das geht schon noch. Mama, komm. So. Ja, hebt, oder? Hat jemand noch Schnur? Ja, perfekt. Hey. So. Und jetzt schon wieder Zelt aufbauen. Die elende Zeltaufbauerei. Ja, wie ist jetzt das gegangen? Ach, da noch so eine. Stupsi, kannst du mir mal helfen? Wie muss ich das jetzt da irgendwie... wo ist jetzt... jetzt fehlt der Hering wieder. Hey, zum Glück bin ich kein Nomade. Das würde mich ja angurken, die Züglerei, die ganze Zeit. Nein, also komm. Nein, Nomaden sein, das hätte ich nicht sein. Heute habe ich für euch eine Bastelidee und eine Spielidee mit WC-Papierrollen. Wenn ihr noch nicht so viel daheim habt, müsst ihr vielleicht zuerst noch ein paar sammeln. Heute basteln wir ein Fernglas aus eben WC-Papierrollen. Für das braucht ihr 2 leere WC-Papierrollen, dann eine Schnur und ein Stückchen Papier. Zuerst habe ich die beiden WC-Papierrollen zusammengekleimt mit Weissleim. Und dann habe ich einen breiten Farbstreifen abgeschnitten. Ihr könnt natürlich irgendein Papier nehmen, das euch gefällt. Ihr könnt es so verzieren, wie ihr wollt. Und dann habe ich das hier rundherum geklebt. Wie ihr seht, hier langt es jetzt leider vom A4-Blatt nicht ganz. Darum habe ich einfach nochmal einen gleich breiten Streifen abgeschnitten und dann könnt ihr den so draufkleben und dann geht das schön auf. Dann habe ich mit einer Schere, vielleicht könnt ihr auch eine Nadel oder so nehmen, hier 2 Löchchen drin gemacht. Am besten fragt ihr für das eure Eltern oder ältere Geschwister, damit ihr euch nicht weh macht mit der Schere oder mit den Nadeln. Und dann könnt ihr einfach den Faden durch das Löchchen durch tun, 2 Knöpfe machen und schon habt die Schnur dran und mit der könnt ihr euch dann das Fernglas umbinden. Zuerst würde ich noch die Länge von der Schnur ein bisschen abmessen, dass es für euch nicht zu lang und nicht zu kurz ist. Und dann könnt ihr mit dem Fernglas miteinander spielen. Viel Spaß beim Basteln und dann beim Spielen. Und jetzt zeige ich euch dann gerade, was wir für eine Spielidee mit WC-Papierrollen haben. Wie versprochen, habe ich für euch jetzt auch noch eine Spielidee mit WC-Papierrollen. Ich habe hier gerade ein paar gefunden, um eine Pyramide zu machen. Wenn ihr weniger habt, könnt ihr natürlich einfach weniger nehmen. Dann habe ich aus Aluminium 2 Kugeln geformt und jetzt geht es darum, wie beim Dosenschiessen die WC-Papierrolle abschiessen und versuchen, so viel wie möglich zu treffen. Ich probiere es jetzt und nachher tut dann gerade der Micha noch spielen und wir sind gespannt, wer am meisten trifft. Ich fange gerade mal an und probiere mal zu treffen. Ui. Das ist gar nicht so einfach, weil es so weit weg ist. Ich probiere es gerade mal. Ich habe nur eins getroffen. Ich glaube, der Micha wird nachher ein bisschen mehr treffen. Wir wollen doch gerade mal schauen, wie gut das er trifft. Okay, Celine, das ist ja recht. Ja, kannst jetzt ein Wort hier einfügen. Weil du so schlecht warst, habe ich gedacht, ich probiere es jetzt mit Augen zu, um das auszugleichen. Also, wir probieren jetzt mal mit den Augen zu. Ich muss zuerst mal zielen, natürlich, muss ich wissen, was es ist. Und dann probieren wir mit den Augen zu, das zu schiessen. Okay, also den zweiten Wurf probiere ich jetzt einfach gleich so. He? Nein! Das gibt's gar nicht.
Schwer versagt, das gibt's gar nicht. Ja, Jelly hat tatsächlich gewonnen mit einem einzigen WC-Papier-Röllchen. Ja, so kann es kommen, wenn man probiert, zu frech zu sein, aber ja, ich tue meine Niederlage eingestehen. Ich habe euch doch gesagt, der Fritzli ist ein mega Tagträumer und darum kommt es mega oft vor, dass er in eine Fantasiewelt kommt. Wir wollen doch gerade mal einen kleinen Einblick bekommen, was er nächste Woche so am Machen ist, wo er dann plötzlich in einer lustigen Fantasie ist. Ist gut? Schauen wir doch gerade mal rein. Oh, jetzt ein gutes Morgen, gell? Was haben wir eigentlich? Feine Flöckchen und Milch. Ich habe, glaube ich, Hunger. Oh, Zintinos. Mit Schlangen. Oh, Schlangen und ein Dschungelabenteuer. Irgendetwas muss es beim Morgen gegeben haben, wo der Fritzli in eine Fantasiewelt gebracht hat. Habt ihr gesehen, was? Ihr könnt sonst auch noch mal schauen und ganz gut darauf achten. Vielleicht seht ihr etwas. Und nächste Woche sehen wir dann, ob ihr herausgefunden habt, was es wohl war, wo der Fritzli angefangen hat, Tag zu träumen. Und jetzt, liebe Kinder, ist für euch das Video fertig. Ihr könnt jetzt das Rätsel machen oder basteln, das Spiele spielen. Und für euch, liebe Eltern, hat der Micha jetzt noch ein paar Gedanken, die er mit euch teilen möchte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag, eine mega schöne Woche und bis bald. Liebe Eltern, schön sind ihr noch da, schön hört ihr. Wir haben letzte Woche gestartet mit der Serie «Weise Entscheidungen zu treffen». Und wir als Eltern möchten gerne Weisheit anwenden in unserer Erziehung. Letzte Woche der Elterntipp war, achte dich darauf, wenn deine Denkschlüsse nicht zugehen. Heute habe ich einen weiteren Tipp für uns, wie wir weise Entscheidungen treffen in unserer Erziehung. Und dort auch ein generelles Prinzip, das ich als sehr hilfreich entdeckt habe für mich selber in meiner Erziehung. Nämlich, vertrau darauf, dass dein Kind dir folgen will. Das hat mir geholfen, in meiner Art und Weise, wie ich mit meinen Kindern umzugehen, ein Vertrauen zu entwickeln und darauf wirklich zu vertrauen, dass meine Kinder eine grundsätzliche Willigkeit haben, mir als Leiter zu folgen wollen. Ich sehe mich als Eltern fest als Vorbildsfunktion. Das ist, denke ich, eine der Hauptaufgaben, Vorbild sein für unsere Kinder. Und ich habe entdeckt, dass meine Kinder grundsätzlich eine grosse Bereitschaft haben und einen Willen haben, zu mir zu folgen. Also sollte es jetzt mal in einer Situation sein, dass sie nicht automatisch meine Instruktionen folgen wollen, dann tue ich mich daran erinnern, meine Kinder haben grundsätzlich einen Willen, mir zu folgen. Ich muss nicht als erstes Druck ausüben, um meine Autorität zu untermauern, sondern ich darf auch ein bisschen Zeit lassen. Und das ist etwas, was wir entdeckt haben, kann so wichtig und so viel bringen. Wenn wir eine Instruktion geben, einfach dem Kind auch einen Moment Zeit geben, um die Instruktion umzusetzen oder selber durchzudenken und zum Schluss zu kommen, ich will folgen. Wir müssen nicht unseren Kindern hinterhergehen und immer schauen, dass sie schön auf dem Weg unterwegs sind. Ich möchte jetzt das Bild brauchen von einer Entenfamilie. Wir als Eltern, wir sind die Leiter, die vorausgehen. Und ich weiss nicht, ob du das schon mal beobachtet hast, eine Entenmutter, die der Ente vorausläuft, die schaut nicht die ganze Zeit hinterher, folgen alle meine Kinder. Nein, sondern sie läuft einfach voraus und die Kinder folgen dann hintendrein. Das ist ein Grundprinzip, wo ich denke, ganz viel dazu beitragen kann, um weise Erziehungen zu etablieren und als gute Eltern weise zu erziehen. Ich hoffe, das bringt euch etwas, das kann euch helfen. Bis zum nächsten Mal.